Hoi miteinander und willkommen bei einer neuen Episode von Swiss German Storytime. Heute möchte ich ein neues Format mit euch ausprobieren. Naja, so neu ist es vielleicht auch nicht. Es geht immer noch um Geschichten in Podcast-Version. Aber dieses Mal möchte ich einen Ausschnitt aus einer Podcast-Geschichte mit euch ein bisschen präziser bearbeiten, vielleicht kann man sagen. Denn ich möchte diesen Abschnitt mit euch zusammen lesen und dann auch in einem zweiten Schritt verschiedene Erklärungen dazu geben zum Schweizerdeutschen, warum jetzt das Wort so geschrieben steht, was es genau bedeutet, was für eine Grammatik sich dahinter verbirgt. Ich möchte nicht zu stark ins Detail gehen jeweils, aber doch euch einen allgemeinen Überblick geben. In letzter Zeit fragen mich auch ganz viele Leute, Thomas, welchen Dialekt sprichst du eigentlich? Und vielleicht war das gar nicht so klar in meinen vorhergehenden Videos oder ich habe das nicht so klar gesagt. Darum möchte ich es euch gerne erklären. Also ich komme aus Appenzell-Innerrhoden, Kanton Appenzell-Innerrhoden, und das ist einer der kleinsten Kantone in der ganzen Schweiz. Und dort gibt es auch einen ganz eigenen Dialekt, den Appenzell-Innerrhoder Dialekt. Und der ist wirklich ziemlich spezifisch, also er unterscheidet sich auch in Klang und in Aussprache sehr stark von anderen Dialekten. Die Muster jedoch und wie man die Sätze baut, ist sehr ähnlich zu anderen Dialekten. Also ich kann wirklich diesen Dialekt ganz authentisch sprechen. Für die Podcast-Episoden und meine Materialien für Swiss German Storytime verwende ich jedoch eine leicht angepasste Form, damit alle, die Schweizerdeutsch lernen möchten und was ja auch mein Ziel ist, euch zu helfen beim Schweizerdeutschen, mich besser verstehen, aber vor allem, damit ihr das, was ihr lernt in meinen Podcast-Episoden mit meinen Materialien auch in anderen Regionen anwenden könnt. Ich hoffe, das schafft ein bisschen Klarheit und hilft euch trotzdem weiter. Dann kommen wir direkt zur heutigen Geschichte und bevor wir starten, einen kleinen Überblick. Also ich bin sicher, ihr kennt wahrscheinlich alle Wilhelm Tell, eine der berühmtesten Figuren der Schweiz. Diese Sage, diese Geschichte spielt im Mittelalter zu einer Zeit, wo die Schweiz so noch nicht existierte und unter der Herrschaft von Habsburg stand. Und dieser Wilhelm Tell, der war nicht so ganz einverstanden mit dieser Herrschaft und hat sich gegen diese aufgelehnt. Und der heutige Abschnitt von Wilhelm Tells Geschichte handelt davon, dass Wilhelm Tell mit seinem Sohn Walter Richtung Altdorf geht und dabei kommt es eben zu einem Konflikt mit Gesslers Leuten. Gessler ist der Landvogt zu dieser Zeit und dann eben auch mit Gessler selbst. Ich hoffe, dieser kleine Überblick hat euch diese Geschichte wieder in den Vordergrund gerückt. Ihr wisst wieder ein bisschen Bescheid und dann würde ich sagen, wir starten mal mit dem Abschnitt. Es war an einem Sonntag nach St. Ottmar. Da ist von Bürgle her, einem Dörfli am Eingang vom wilden Schächental, mit festem Berglerschritt ein Mann Richtung Altdorf runtergelaufen. An der Hand hat er seinen jüngeren Bub, den Walter, geführt. Auf den Schultern hat er eine schwere Armbrust getragen. Da war der Wilhelm Tell, der beste Gemsjäger im Land Uri. Er hat bei seinem Schwiegervater, dem Walter Fürst, zu Altdorf, auf Besuch gehen. Als er mit seinem Söhnli vom Zeitglockenturm her über den Hauptplatz gelaufen ist, hat ihn sein Bub auf eine lange Stange aufmerksam gemacht, wo zmitzt auf dem Platz gestanden ist und wo zwei Waffenknechte vom Landvogt Gessler bewacht haben. Auf der Stange aber ist ein Hut gehangen, mit einer Pfauenfeder. Viele alte Frauen und Kinder, aber oft auch Männer, sind am Hut vorbeigegangen und haben höhnisch geknickst oder ihr Haupt geneigt, rauchend vor Scham. Doch der Tell hat da scheinbar alles nicht bemerkt und hat mit aufrechtem Haupt und festem Gang mit seinem Bübli am Hut an der Stange vorbeischritten. Da sind die beiden Wächter vorgekommen, haben ihre Lanzen ausgestreckt und haben den Schütz nicht weiterlassen. Und wo er in ihre vorgehaltenen Spiesse gegriffen und unwillig gefragt hat, warum sie ihn nicht seines Wegs gehen lassen, haben sie geantwortet, er hätte am Hut nicht die schuldige Referenz erwiesen und müsse jetzt mit ihnen zum Landvogt kommen, um als ein Verräter an der kaiserlichen Majestät seine Strafe zu gewärtigen. Der Hut sei vom Landvogt an die Stange gehängt worden, um den Sinn und Geist vom Volk zu prüfen. Und er hätte sich vor ihm verneigen, wie vor dem Kaiser selber. Aber der Tell hat ihre Spiesse auf die Seite gedrückt und gesagt, er büge sich vor niemand anders als vor Gott
und lassen sich von ihren 2 Eisenstangen nicht aufhalten. Die Knechte haben mit ihm gerungen und sein Bub hat um Hilfe gerufen, sodass die Leute von Altdorf von allen Seiten herbeigeeilt gekommen sind. Unter ihnen auch der Walter Fürst, der Grossvater vom kleinen Walterli. Gerade hat der Tell, der 2 Waffenknechte, die Spiesse entreissen. Da hat sich ein Rossgetrampel vernehmen, wo rasch Dorfgasse aufgekommen ist. Und auf einmal ist der Gessler, der Landvogt, dahergeritten gekommen mit seinem bewaffneten Tross und Gefolge. Wo er jetzt beim aufgesteckten Hut gestanden ist, hat der Knecht gefragt, was sie mit dem Mann hätten. Da hat einer von den Wächtern geschrauen: Herr, er hat vor dem Hut das Haupt nicht geneigt. Ich würde sagen, wir lesen den Text nun noch einmal durch und schauen uns gemeinsam das Ganze ein bisschen genauer an. Es ist an einem Sonntag nach St. Ottmar gesehen. Es war an einem Sonntag nach St. Ottmar. Es ist, könnte ich auch sagen, es ist, meistens wird es aber sehr kurz gesagt und man sagt nur sisch. Und dann auch amene, es ist an einem, amene, an einem. Dann auch noch, nach wird oft zu noch oder immer eigentlich. Gsi, sehr bekannt, gewesen. Also ganz normal gesagt, es ist an einem Sonntag nach St. Ottmar gewesen. Es war an einem Sonntag nach St. Ottmar. Da ist von Bürgle her, einem Dörfli am Eingang vom wilden Schächertal, mit festem Berglerschritt ein Mann Richtung Altdorf abgelaufen. Da, gleich da ist von Bürglen her einem Dörfchen, kleines Dorf, und einem. Es gibt hier auch die kürzeren Formen, man kann auch sagen Emmedörfli oder auch hier Sonntag. Das ist manchmal je nach Dialekt ein bisschen unterschiedlich. Ich benutze eigentlich sehr oft die längere Form, Emmene, Ammene. Am Eingang vom wilden Schächental mit festem Berglerschritt ein Mann Richtung Altdorf runtergelaufen. Also aber bedeutet runter, nach unten. An der Hand hat er seinen jüngeren Bub, der Walter, geführt. An der Hand, Ade ist an der. Hat er seinen jüngeren Sohn, also Bub ist eigentlich eher Junge, wo übersetzt eigentlich ein Junge wäre ein Bub, aber man kann es auch benutzen für Sohn. Also min Bub, wenn ich sage min Bub, meine ich eigentlich mein Junge, aber im Sinne von mein Sohn. Auf der Schulter hat er eine schwere Armbrust träget. Auf der Schulter hat er eine schwere Armbrust getragen oder trug er eine schwere Armbrust. Het träget, hat getragen. Auf der. Da ist der Wilhelm Tell gesehen, der beste Gemsjäger im Land Uri. Das ist Wilhelm Tell gewesen, der beste Gemsjäger, also Gams, auf Deutsch Gamsjäger im Land Uri. Er hat bei seinem Schwiegervater, Walter Fürst, zu Altdorf auf Besuch gehen. Also er wollte bei seinem Schwiegervater, Walter Fürst, in Altdorf zu Besuch gehen. Zu Altdorf in Altdorf. Wo er mit seinem Söhnli vom Zeitglockenturm her über den Hauptplatz gelaufen ist, hat sein Bub auf eine lange Stange aufmerksam gemacht, wo zmitzt auf dem Platz gestanden ist und wo 2 Waffenknechte vom Landvogt Gessler bewacht haben. Also, als wird zu wo im Schweizdeutschen. Und er bleibt weil aber hier die Verbindung dann ein bisschen unterbrochen wäre, wenn ich sage, wo er, geht ja schon auch, klingt aber ein bisschen holpriger, wird hier ein Binde-N eingefügt. Also als Wohner. Wohner mit seinem Söhnli, als er mit seinem Söhnchen vom Zeitglockenturm her über den Hauptplatz lief
oder gelaufen, gegangen ist, hat ihn sein Junge auf eine lange Stange aufmerksam gemacht, die mitten, wo zmitzt, das ist auch interessant, also wo ist hier das Relativpronomen, die Stange, und zmitzt mitten, zmitzt auf dem Platz, mitten auf dem Platz, gestanden ist und die, wieder das Relativpronomen, 2 Waffenknechte vom Landvogt Gessler bewachten oder bewacht haben. Auf der Stange aber ist ein Hut gehangen, mit einer Pfauenfeder. Auf der Stange aber hing ein Hut, ist gehangen, hing ein Hut mit einer Pfauenfeder, mit einer Pfauenfeder. Also mittere ist mit einer. Viele alte Frauen und Kinder, aber oft auch Männer, sind am Hut vorbeigegangen und haben höhnisch geknickst oder ihres Haupt geneigt, rauchend vor Scham. Viele alte Frauen und Kinder, aber oft auch Männer, sind am Hut vorbeigegangen, gingen am Hut vorbei und knicksten höhnisch und haben höhnisch geknickst oder ihr Haupt geneigt, rauchend vor Scham. Hier ist ihres Haupt ist für einmal länger als im Hochdeutschen. Ihr Haupt wird zu ihres Haupt. Doch der Tell hat da scheinbar alles nicht bemerkt und hat mit aufrechtem Haupt und festem Gang mit seinem Bübli am Hut an der Stange vorbeischritten. Doch Tell, wieder hier der Artikel, der Tell, doch Tell hat das scheinbar alles nicht bemerkt und wollte mit aufrechtem Haupt und festem Gang mit seinem Büblein, mit seinem Jungen am Hut an der Stange vorbeischreiten. Da sind beide Wächter vorgekumpelt, haben ihre Lanzen ausgestreckt und haben den Schütz nicht weiterlassen. Da sind beide Wächter nach vorne gesprungen, vorgekumpelt, also führen bedeutet nach vorne und Gumpe bedeutet springen. Nach vorne springen, vorgumpen. Haben ihre Lanzen ausgestreckt und ließen oder haben den Schützen nicht weiter gehen lassen, nicht weitergelassen, ließen den Schützen nicht weiter. Und wo er in ihre vorgehaltenen Spies griffen und unwillig gefragt hat, warum sie ihn nicht sein Wegs gehen lassen, haben sie geantwortet, er hege im Hut nicht die schuldige Referenz erwiesen und müsse jetzt mit ihnen zum Landvogt kommen, um als ein Verräter an der kaiserlichen Majestät seine Strafe zu gewärtigen. Und als er in ihre vorgehaltenen Spieße griff und unwillig fragte, hier auch wieder immer die Perfektform im Schweizerdeutschen, also griffe hat, gefragt hat, warum sie ihn nicht seines Weges gehen lassen, antworteten sie, haben sie geantwortet, er hegi am Hut nicht die schuldige Referenz erwiesen. Also er habe, hegi ist hier eine Konjunktiv 1 Form. Er habe dem Hut nicht die schuldige Referenz erwiesen und müsse jetzt mit ihnen zum Landvogt kommen, um als ein Verräter an der kaiserlichen Majestät seine Strafe zu gewärtigen. Der Hut sei vom Landvogt an die Stange gehängt worden, um den Sinn und Geist vom Volk zu prüfen. Und er hätte sich vor ihm verneigen wie vor dem Kaiser selber. Der Hut sei vom Landvogt an die Stange gehängt worden. Hier auch der Konjunktiv 1. Dann gehängt. Henken bedeutet hängen. Das hochdeutsche hängen ist henken. Gehängt worden. Um den Sinn und Geist vom Volk zu prüfen. Und er hätte Konjunktiv 2. Und er hätte sich vor ihm verneigen sollen. Das ist auch speziell im Schweizerdeutschen, können die Modalverben auch vor das Partizip kommen. Und er hätte sich vor ihm sollen verneigen. Ich könnte das aber auch sagen, und er hätte sich vor ihm verneigen sollen. Man hat hier eigentlich beide Möglichkeiten. Auf Hochdeutsch, klar, nur eine Möglichkeit ist korrekt. Und er hätte sich vor ihm verneigen sollen,
wie vor dem Kaiser selbst. Wie vor dem Kaiser selber. Aber der Tell hat ihre Spiesse auf die Seite gedrückt und gesagt, er büge sich vor niemand anders als vor Gott und löse sich von ihren 2 Eisenstangen nicht aufhalten. Aber Tell drückte ihre Spiesse auf die Seite oder hat ihre Spiesse auf die Seite gedrückt und gesagt, er beuge sich vor niemandem anders als vor Gott und ließe sich von ihren 2 Eisenstangen nicht aufhalten. Die Knechte haben mit ihm gerungen und sein Bub hat um Hilfe gerufen, sodass die Leute von Altdorf von allen Seiten herbeigeeilt gekommen sind. Unter ihnen auch der Walter Fürst, der Großvater vom kleinen Walterli. Die Knechte haben mit ihm gerungen, und sein Junge hat um Hilfe gerufen, sodass die Leute von Altdorf, die Leute, von allen Seiten herbeigeeilt kamen, herbeigeeilt sind. Unter ihnen auch Walter Fürst, der Großvater vom kleinen Walterli. Gerade hätte der Tell, der 2 Waffenknecht, die Spiesse entreissen, da hat sich ein Rossgetrampel vernehmen lassen, wo rasch Dorfgasse raufgekommen ist. Gerade, also in diesem Moment, gerade hat der Tell, der 2 Waffenknecht, die Spiesse entreissen. Gerade wollte Tell den 2 Waffenknechten die Spiesse entreissen, also wollte ist welle entreissen, wollte entreissen. Da hat sich ein Rossgetrampel vernehmen lassen oder da ließ sich ein Rossgetrampel vernehmen, wo rasch, hier wieder das Rossgetrampel, das rasch die Dorfgasse heraufkam, aufgekommen ist. Hier haben wir jetzt das Gegenteil, also ufe wäre nach oben raufgekommen ist. Und auf einmal ist der Gessler, der Landvogt, der hergeritten gekommen mit seinem bewaffneten Tross und Gefolge. Und auf einmal ist Gessler, der Landvogt, dahergeritten gekommen oder kam Gessler, der Landvogt, dahergeritten mit seinem bewaffneten Tross und Gefolge. Wo er jetzt beim aufgesteckten Hut gestanden ist, hat er die Knecht gefragt, was sie mit dem Mann hägit. Als er jetzt, in Schweizerdeutsch wird jetzt oft verkürzt gesagt, ganz oft wird nur «etz» gesagt. Jetzt existiert auch, aber viel wird «etz» benutzt. Als er jetzt beim aufgesteckten Hut gestanden ist, oder als er jetzt beim aufgesteckten Hut stand, fragte er die Knechte, oder hat er die Knechte gefragt, was sie mit diesem Mann haben. Hier auch wieder der Konjunktiv 1. Hegit. Da hat einer von der Wächter geschrauen. Herr, er hat vor dem Hut das Haupt nicht geneigt. Da hat einer der Wächter geschrien, Herr, er hat vor dem Hut sein Haupt nicht geneigt. Het geschrauen, hat geschrien, het geneigt, hat geneigt. Oder het nicht geneigt, hat nicht geneigt. Okay, ja gut, das war's. Da ist's gesehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war nicht zu lang. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Ja, eine gute Geschichte. Falls ihr die ganze Geschichte nachlesen wollt, schaut auf meiner Patreon-Seite vorbei. Ich habe dort das Transkript. Ich verlinke euch auch das YouTube-Video unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Lust habt auf andere Materialien, schaut auf meiner Patreon-Seite vorbei. Schaut euch auch meinen neuen Online-Kurs an, wenn ihr ein bisschen mehr eintauchen möchtet. Es gibt auch einzelne PDFs, die ihr euch runterladen könnt. Schaut einfach alles in der Beschreibung an. Dort findet ihr alle Links. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke vielmals fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich sehe euch schon bald wieder im nächsten Video. Aber für heute sage ich mal Tschüss, macht's gut.